Was ist das Selbst für dich, Verena? Also ich würde jetzt eigentlich gern mit der Selbstentfaltung anfangen, weil damit wir nicht gleich schon in eine Diskussion über das Selbst kommen, weil das können wir nachher 2 Stunden machen. Also Selbstentfaltung, ich beziehe mich auf den Individuationsprozess von C.G. Jung. C.G. Jung hat festgestellt, dass viele Menschen in der Lebensmitte eine Depression haben. Und dann hat er sich überlegt, warum haben diese Menschen eine Depression? Und seine Idee war, Menschen in der ersten Lebenshälfte, also er hatte noch 2 Lebenshälften, oder wir haben unterdessen 3. Aber er sagte, Menschen in der ersten Lebenshälfte, die müssen furchtbar viel arbeiten. Man muss sich anpassen, man muss die Karriere machen, man muss die Familie und so weiter. Man wird einseitig. Und in der Lebensmitte, da sagt man sich plötzlich, ist das jetzt eigentlich alles? Man wird depressiv und fragt, was könnte denn auch noch gelebt werden? Und seine Definition damals war, Depression heißt Leben, das auch hätte gelebt werden können. Also die Frage, welches Leben könnte auch gelebt werden? Und von daher kam dann seine ganze Idee der Selbstentfaltung. Eigentlich also diese Idee, in der ersten Lebenshälfte sind wir einseitig und in der zweiten Lebenshälfte, da muss eigentlich die Innenwelt zum Zug kommen. Aber es muss alles zum Zug kommen, was ich eben auch noch habe. Und seine Technik war dann ja die, dass er sagte, also diese Innenwelt kommt zum Zug durch Träume, durch Imaginationen, durch Bilder, durch Erlebnisse mit anderen Menschen. Und das ist dann für ihn der Individuationsprozess. Und der Individuationsprozess, oder eben, du hast das Wort Selbstentfaltung dafür gebracht, ist im Grunde genommen ein Prozess, den man gar nie zu einem Abschluss bringt, wo eben immer wieder Neues in sich selber belebt wird, vor allem auch im Zusammenhang mit anderen Menschen, mit der Welt und so weiter. Andere Aspekte kann man ablegen, das gehört auch zur Selbstentfaltung, dass man nicht immer nur mehr, sondern gelegentlich auch weniger. Und dann war natürlich die Idee, ja, was steckt denn eigentlich hinter diesem Entwicklungsprozess? So absurd ist das ja gar nicht, weil wir haben ja auch eine ganz normale Entwicklungspsychologie. Jung war der Erste, der eine Entwicklungspsychologie bis zum Lebensende hat. Das hat man heute mit der Lebensspannentheorie, hat man das. Aber er hat dann die Idee gehabt, also dahinter steckt eigentlich so ein Motor, der das Ganze in Gang bringt, der eben auch Selbstregulierung macht. Wenn man zu einseitig wird, stimmt dann leider nicht immer, dass er die Psyche ausbalanciert, aber in gewissen Situationen schon. Und dann hat er gesagt, also das kommt so von einem Zentrum des Menschen, das aber gleichzeitig der ganze Umfang des Menschen ist, den Körper betrifft, die Psyche betrifft, den Geist betrifft, und das hat er selbst genannt. Weil eigentlich ist der Individuationsprozess ist ja zum einen natürlich Entwicklung, altersgemäße Entwicklung, auch die Idee, so ein bisschen Gänzer zu werden, oder? Das ist natürlich eine Idee von Ganzheit, aber auch die Idee, dass man Abgespaltenes anschließt über die Symbolik, oder die Jungsche Psychologie versucht ja eigentlich über die Symbolik Dissoziationen aufzulösen. Also das ist ein Aspekt vom Individuationsprozess, und der andere Aspekt vom Individuationsprozess ist autonom werden. Also sich ablösen vor allem von den Elternkomplexen. Von den Eltern kann man ruhig in Beziehung bleiben, wenn sie einen nicht zu sehr dominieren. Aber von den Elternkomplexen, also diese verinnerlichten Erfahrungen, die man mit den Eltern gemacht hat, die verinnerlichten schwierigen Erfahrungen. Ein Komplex ist ja eine schwierige Beziehungserfahrung. Also man hat als Kind zum Beispiel immer wieder dieselbe Erfahrung gemacht in einer Situation, wo man zum Beispiel gerne Hilfe gehabt hätte. Ein Vater oder eine Mutter sagt, mach das allein, und wenn du das nicht allein kannst, bist du eben noch so ein kleiner Hosenscheißer. Also, und wenn das immer wieder kommt, dann verinnerlichen wir diese Erfahrungen, die verinnerlichen wir also als Thema.
es gibt da immer wieder eine Gestalt, jetzt von mir aus Vater oder Mutter, die so mit mir umgeht in einer Situation, wo ich Zuspruch bräuchte. Und das gibt je nachdem andere Emotionen. Wenn ich an sich noch gut auf der Welt bin, kann das Ärger geben. Wenn ich schlecht auf der Welt bin, Resignation, Depression, Angst und so weiter. Und diese Erfahrungen, diese dysfunktionalen Beziehungserfahrungen, die verinnerlichen wir mit dem Episodengedächtnis. Und wenn man immer wieder das Ähnliche erlebt, dann ist das mit der Zeit, das ist einfach so. Man überträgt es dann auch auf andere Menschen. Also wenn ich Hilfe... Muss gar nicht bewusst sein. Nee, es ist in der Regel, sobald es einem bewusst wird, geht es ein bisschen besser, aber man ist dann einfach überzeugt, Menschen behandeln einen so und es wird sich auch nie verändern. Und das Problem ist ja, dass wir die Elternkomplexe ganz leicht auf die Eltern übertragen. Und da gibt es dann so interessante Situationen, da ist eine 70-jährige gestandene Frau, geht ihren 96-jährigen Vater besuchen und sie sagt, bevor sie ihn besuchen geht, oh Gott, wie wird der mich wieder zusammenscheißen? Oder? Und dass man dann einfach so sagt, glaubst du wirklich, dass der 96-jährige Vater das noch tut? Der tut es natürlich schon längst nicht mehr, aber sie ist noch vollkommen in dieser Komplexepisode drin. Also Vater macht das. Und das wird eben dann auch übertragen, dass Väter machen das. Und das heißt ja im Grunde genommen, dass man kann dann ja nicht erwachsen werden. Nicht? Man ist dann immer noch das Opfer der Herkunft oder man ist das Opfer der Vergangenheit, ist total von der Vergangenheit bestimmt. Und das ist ein Aspekt vom sogenannten Individuationsprozess. Und natürlich ist das auch eine Art Selbstentfaltung, wenn man dann mal an diesen Komplexen so gearbeitet hat, dass man plötzlich merkt, ich bin nicht Angreifer, ich bin nicht Opfer, ich kann das Leben gestalten. Es geht nicht um Beziehung versus Selbstentfaltung, sondern wir können uns eigentlich immer nur in Beziehungen selbst entfalten, wobei Beziehung eben nicht heißt, jetzt eine ungeheuer enge Beziehung. Es gibt ganz viele Beziehungen, die man haben kann, Beziehungen zur Welt, Beziehungen, ganz engere Beziehungen, weitere Beziehungen und das fängt mit dem Baby an. Und das Baby und die Mutter und das Baby und der Vater, da sind schon Emotionen da. Und ich denke immer, wenn zum Beispiel man aus einer Familie kommt, wo sehr viel Angst da ist, dann ist man eigentlich schon Angst angesteckt. Oder wenn man aus einer Familie kommt, wo sehr viel Ärger ist man Ärger angesteckt. Also es wäre gut, man käme aus einer Familie, wo alle Emotionen da sind. Grundsätzlich meine ich, Emotionen sind Orientierungssysteme. Emotion sagt mir im Grunde genommen, ich bin in Verbindung mit der Welt und wie erlebe ich jetzt eigentlich die Welt und aber auch wie erlebe ich mich selber, bin ich vielleicht in einer Gefahr, aber auch wie ist deine Beziehung zur Innenwelt? Also Emotion ist, wenn wir von der Identität ausgehen, dann ist die Emotion ist das, was im Grunde genommen Außenwelt, Innenwelt, Körper, Seele miteinander verbindet. Meines Erachtens ist Selbstentfaltung für eine lebendige Beziehung eigentlich wichtig. Weil ohne Selbstentfaltung, also das geht ja an sich gar nicht. Oder? Also wir entwickeln uns immer, wir entwickeln uns manchmal auch rückwärts, wir können auch mal eine Blockade haben, aber eigentlich wir haben neue Interessen und wenn wir einigermaßen gesund sind, werden wir diesen Interessen auch folgen und dann ist man eben plötzlich an einem anderen Ort. Also das kennen wir ja bei den Freundschaften, dass plötzlich jemand Interessen hat, wo man sagt, geht's noch? Also wo man wirklich das Gefühl hat, da ist etwas ganz anderes, wenn man sich aber auseinandersetzt. Also wenn der Mensch einem wichtig genug ist oder man selber bescheiden genug, dass man sagt, ja auch jemand, der mich vielleicht im Moment ärgert, hat möglicherweise eine Botschaft an mich, dann wird man das auch spüren. Also dann gibt es auch ein Stück Resonanz, es gibt vielleicht auch Konflikt,
Aber der Konflikt würde dann ja im Grunde genommen wieder sagen, wo stehen wir jetzt beide wieder miteinander? Also es wäre dann Selbstverwirklichung und aber gleichzeitig eben auch in den Beziehungen drin bleiben. Und dazu müssen eben die Emotionen formuliert werden. Weil in den Beziehungen bleiben tun wir, indem wir Emotionen ausdrücken.